Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Heute haben wir für euch den ersten Bike Trail Adelboden. In Zukunft soll es dann noch mehr von denen geben. Kunstworkshop in der Papeterie. In Meiringen gibt es eine spezielle Kunstausstellung. Und 2 Spiezerinnen erfüllen sich ihren Traum, von der Teilnahme am Beachvolleyball-Turnier zu starten. Vor diesen Top-Themen haben wir euch jetzt aber zuerst mal noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Thun lässt Rolling Stones ins Nichts rollen. Nachdem das Konzert der Rolling Stones in Bern nicht stattfinden konnte, wollten die Veranstalter das Konzert in der Stockholm Arena machen. Leider hat das aber nicht geklappt. Anderegg erbt der Festsieg. Simon Anderegg vom Schwingclub Meiringen hat am Oberländischen Schwingfest von einem gestellten Schlussgang zwischen dem Schwingerkönig Kilian Wenger und Kilian von Weissenfluh profitiert. Uneinigkeit betreffend Preis. In Bundesbern wird heftig darüber gestritten, wie verbindlich der Kaufpreis der 36 neuen Kampfjets vom US-amerikanischen Hersteller Lockheed Martin ist. Die Finanzkontrolle sieht beim Kauf hohe finanzielle Risiken. In Adelboden gibt es neu einen Bike Trail. Nach mehreren Jahren Planung und mehreren Monaten Bauzeit ist der Trail am Wochenende offiziell eröffnet worden. In der Region Adelboden-Lenk soll es in Zukunft noch mehr solche Bike-Trails geben. Wir haben vor der Eröffnung mit dem Projektleiter Björn Loginbühl geredet. Das ist super, ich bin froh, dass es endlich losgegangen. Nach 5 Jahren Planen und Bewilligungsmarathon haben wir loslegen und es war eine grosse Genugtuung. Ja. Verglichen zur Planung ist der Bau relativ gut gegangen. Es war schwierig. Im oberen Gelände haben wir gewisse nasse Stellen gehabt, aber dank den Profis von Trailworks ist das sehr gut gekommen. Und du bist ja den Trail auch schon gefahren selber. Wie fühlt er sich an? Ist er parat? Ja, sensationell. Also der Trail ist super, es ist flowig, es hat verschiedene Elemente drin im Wald. Oben drin hat es schöne Aussichten, Sprünge, es bietet für jeden etwas. Und das Highlight ist auch noch unten, haben wir noch eine kleine Drop-Batterie zum Abschluss. Das ist noch so das Töpfchen auf dem Ei, wo man je nach Schwierigkeit kann auswählen kann. Leicht, mittelschwierig und ja, da ist für jeden etwas dabei. Und jetzt ist es ja so, dass das vielleicht der Anfang ist, der höchste Trail, und irgendwann werdet ihr vielleicht ein Bike mehr wie Whistler. Ja, Whistler, das klingt gut. Das ist vielleicht ein bisschen nach den Sternen gegriffen, aber die Vision und Richtung, ja, die passt. Von Adelboden jetzt auf Meiringen. Dort gibt es in der Papeterie eine spezielle Kunstausstellung. 2 Frauen die malen Bilder. Die Inspiration dafür die holen sie sich in der einmaligen Natur vom Berner Oberland. Wir haben bei dieser speziellen Kunstausstellung in der Papeterie Jenny und Bannholzer AG vorbeigeschaut. Das Bild zeigt den Brinzersee. Das ist gerade in der Region, wo ich wohne. Die Schönheit, die Natur der Schweiz hat mich inspiriert und inspiriert mich immer noch. Und darum möchte ich das auch auf meinem Bild zeigen. Ab und zu ist es schwierig, ein Bild zu beschreiben. Ich liebe, wenn die Leute mir erzählen, was sie da sehen. Weil das Bild ist so, einer sieht eine und der andere. Mich interessiert eher das, was die anderen sehen, nicht das, was ich wollte da zeigen. Wir sind vor allem aufmerksam geworden, als sie hier oben über die Plattform uns gestellt haben. Und dass die Bilder wahnsinnig so gewirkt haben. Ja, und wir kennen sie halt vom Laden auch schon. Und das war dann toll, das Ergebnis zu sehen. Ich brauche verschiedene Farben und da kommen dann natürlich ins Spiel verschiedene Tuben. Es gibt schon einige Schichten. Und ich habe auch noch so eine spezielle Technik mit einer Spachtel und da kommt natürlich auch noch mehr Farbe drauf. Also es braucht schon relativ viel Farbe. Ja. Also gerade auf dem Bild ist es auch so eine Hintergrundpaste. Die gibt einfach die Tiefe, oder? Weil das Leinwand ist nachher nicht gerade, sondern strukturiert und man zuerst mit dunkel und nachher mit heller und dann gibt es dreidimensionale. Wir haben sehr viele Künstler, die bei uns einkaufen und es kommt auch irgendwie mehr wieder. Also die Leute finden zurück oder finden sich nicht
bei der Kunst? Ich finde meistens alles, was ich brauche. Und wenn ich irgendetwas nicht finde, dann frage ich. Und die Beratung ist auch sehr, sehr gut. Das haben wir viel über einen Vertreter oder über die Newsletter, die wir auch bekommen. Oder halt auch die Künstler selber sagen viel das Produkt und dann schauen wir das so anschauen und nehmen es auf jeden Fall auf. Für Hintergrund braucht man eher so größere Pinsel, wo man dann das anmacht, und zum Beispiel für Körper dann so ein bisschen dünnere als das, und für die Haare ist dann nachher auch noch ganz die dünnere. Darum also das ganze Palette, aber man hat nie genug. Darum kommt man da. Man findet immer irgendwie einen Pinsel, den man noch nicht hat. Kann gut brauchen. Und jetzt wird es sportlich. Dank der Annik Niederhäuser und der Leona Kärne. Die beiden Spiezerinnen die haben sich ihren Traum erfüllen und am Beachvolleyballturnier zu Gstaad teilnehmen. Wir haben mit den beiden nicht einmal 20-jährigen Oberländerinnen reden. Ihr dürft jetzt hier zu Gstaad spielen. Was passiert denn genau zu Gstaad in den nächsten Tagen? In den nächsten Tagen ist ein Elite 16 Turnier Beachvolleyball, also es ist eine Pro-Tour. Und wir werden das spielen, unser erstes Mal. Ja, es ist mega überraschend für uns gekommen, dass wir hier überhaupt teilnehmen dürfen. Aber ja, es ist natürlich aufregend, ein bisschen nervös. Aber ja, es ist mega cool, es wird eine mega coole Erfahrung, hier auf dem Center Court zu spielen. Und ja, ich glaube, da können wir sehr viel mitnehmen. Und ja, es ist mega cool, hier zu sein. Wie habt ihr das Gefühl, werdet ihr schlafen vor dem ersten Match? Ja, ich glaube, vielleicht ein bisschen Mühe haben mit Einschlafen. Vielleicht kommt da die Nervosität ein bisschen rauf. Aber ich glaube, schlussendlich sind wir zwei Personen, die das Glück haben, sehr gut zu schlafen, ich überall abliegen und schlafen. Und darum mache ich mir da jetzt echt nicht so Sorgen, habe ich das Gefühl. Ja. Jetzt habt ihr das erste Spiel hier in Gstaad gespielt. Was habt ihr das Gefühl, wie ist es noch gelaufen? Wir können sicher viel mitnehmen, aber wir haben jetzt auch nicht unser Bestes gespielt. Wir waren sehr nervös und ich hoffe, es wird besser. Aber wie gesagt, wir sind das erste Mal auf der World Tour und es ist, glaube ich, auch ein bisschen verständlich, dass es nicht alles so super läuft. Was habt ihr mitgenommen von so einem Match gegen, wie du hast gesagt, einem Team, das Weltspitze ist? Wir haben sicher gesehen, was wir noch schaffen müssen. Also, wir haben noch wahnsinnig viel zu tun, für dass wir auf diesem Niveau spielen können. Wie fühlt es sich an, hier im Stadion auf dem Sandstein mit allen Schweizer Fans rundherum? Ja, schon eindrücklich, würde ich sagen. Sehr eindrücklich. Das hat mich wahnsinnig nervös gemacht. Ich muss sagen, bei mir ist vor allem vor dem Spiel bin ich so nervös gewesen. Also normalerweise habe ich so ein bisschen die Routine, dass ich 20 Minuten noch schnell herliege und schnell schlafen. Das ist heute nicht gegangen. Aber ich muss sagen, als wir dann auf den Court kamen, ich weiß auch nicht, ist es irgendwie gegangen. Bin ich voll relaxed gewesen, aber klar, eine gewisse Anspannung und die Nervosität ist immer da. Ja, es ist eindrücklich mit allen Schweizer Fans und allen Leuten, die ja, eigentlich hinter dir stehen und die probieren zu supporten. Ja, es ist sehr cool, hier im Stadion zu spielen. Das Wetter am Beachvolleyballturnier war ja grossartig. Und ihr seht es im Hintergrund, im Moment ist es so super schön und es bleibt offenbar so. Was das genau heisst, das hört ihr jetzt von unseren Experten von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern.
Ein wunderbarer Sommertag, der hier hinter uns liegt. Viel Sonnenschein und blauer Himmel. Morgen noch angenehm frisch und auch tagsüber noch nicht allzu heiß, das dank einer Beisenströmung. Ja, und der Grund für das ruhige Sommerwetter ist das Hochdruckgebiet Josef. Das hat heute sein Zentrum noch über der Nordsee gehabt, breitet sich jetzt da Richtung Mitteleuropa aus. Morgen sind wir also mehr oder weniger unter dem Hochdruckgebiet, weiterhin noch in einer Beisenströmung. Ab Mittwoch dreht der Wind auf Südwesten. Entsprechend wird es deutlich heißer. In Nacht auf morgen da ist es mehrheitlich sternenklar. Die Temperaturen gehen doch noch mal recht retour. Tiefstwerte so zwischen etwa 12 und 14 Grad. Da kann man also morgen wieder gut durchlüften. Dazu ist es morgen Vormittag meistens sonnig, höchstens ein paar Schleierwolken und über den Bergen erste harmlose Quellwolken. Ja, und am Nachmittag geht es ähnlich weiter. Es ist meistens sonnig mit ein paar Schleier und über den Bergen Quellwolken und die Temperaturen die steigen etwa ein Grad weiter drauf als heute. Wir haben zum Beispiel in Bern oder in Biel etwa 27 bis 28 Grad und in 26 bis 27 Grad haben wir zum Beispiel in Meiringen oder in Interlaken. Ja, und die Hochsommerphase die geht weiter. Mittwoch und Donnerstag da ist es weiterhin meistens sonnig mit ein paar Schleier und über den Bergen harmlose Quellwolken und Temperaturen heiß. Es gibt in Interlaken beispielsweise 31 bis 33 Grad. Vielleicht gibt es am Donnerstag gegen Abend und am Freitagabend ganz lokal in den Bergen mal ein Hitzegewitter. An den allermeisten Orten bleibt es aber trocken. Es geht also mit dem Sommerwetter weiter. Temperaturen dürften am Freitag vorübergehend ein bisschen retour gehen, noch etwa 30 Grad. Am Samstag wahrscheinlich knapp unter 30 Grad und ab dem Sonntag geht es bereits wieder steil aufwärts. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend und bis gleich. Wieder schauen miteinander.